Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, gegen das Lag habe ich jetzt folgendes übernommen. Ich bin jetzt mal hier unter Erweitert reingegangen und habe hier der Radialnebel auf Nein gestellt. Manchmal heißt es, dass das Wunder bewirken könnte, dass das Lagge aufhört. Hoffen wir mal, dass das der Fall sein wird. So, jetzt schauen wir nochmal. Händlerüberfall haben wir hier nochmal. Das war Errol, genau. Joe haben wir noch. Ja, okay. Das muss irgendwo in der Stadtschirme sein. Aufnahme bei der Miliz haben wir noch. Steintafel, die Vermissten. Ich denke, jetzt sind wir eigentlich soweit, vor allem mit gut Geld ausgestattet durch unsere Ausbildung, dass man, bevor wir ins obere Viertel gehen sollten, dass wir uns eventuell im Hafenviertel umschauen sollten, um noch ein bisschen Lernpunkte zu kriegen. Hier unten war man nämlich noch gar nicht. Sollte man uns auf jeden Fall mal umgucken. Das leckt aber immer noch ganz schön. Hallo Meldor. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Das geht dich ein Scheißdreck an. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Ja, hier mal. Was gibt es denn hier Interessantes zu seben? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Alle hopp. Brauchst du eigentlich Geld? Wieso? Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Okay. Alle hopp. Fragen wir jetzt mal nicht weiter nach, ob der für den Kerl arbeitet. Aber wir können uns immer ein bisschen umhorchen hier. Hallo Lema. Lustiger Mann. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Okay, also mehr haben wir jetzt auch nicht, klare Worte, aber ich will nix. Ich glaube, mit 1200 Gold im Sack bin ich doch ziemlich gut bedient hier. Ansonsten könnten wir uns nachts mal reinschleichen und mal einen kleinen Bruch landen bei dem Kerl. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Bürgerin und eine Fenja. Hallo Du Fenja. siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Okay, dann zeig doch erstmal die Ware. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir mal, was die hat. Essenz der Heilung hat sie. Brot, Fisch und Wasser. Jo, alle hopp. Das ist jetzt nicht so besonders knackig, aber vielleicht do was. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Hui, da hat aber viele Frohre. So, fragen wir einfach mal hier. Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Aha. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Gut. Ja, vielleicht mal wegen der Vermisster. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Aha. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Aha. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Info, weil du führst uns definitiv zu den Diebesgilder. So, hier sollte ich auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt einlegen und alter Fall, das leckt ja hier wieder wie Sau. Ich sollte vielleicht auch noch was anderes probieren. Und zwar sollte ich vielleicht die Sichtweite ein bisschen runterschrauben. Machen wir mal erstmal nur 160, machen wir mal die Hälfte einfach. So, machen wir einfach mal 160 und hier drehen wir mal ein bisschen die Model- und Texturdetails runter. Möglicherweise bringt uns das hier schon was. Ja, machen wir mal vielleicht noch eine Stufe runter. So, und hier, ach, dann sollte das eventuell schon irgendwas bringen, dass es nämlich so stark laggt. So. Okay, gut. Hallo, lustiger Mann. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier?
Willst du in die Kneipe? Riesling will ich, aber ich sollte erstmal wirklich Nein, ich will nicht in speichern. die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht wichtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Oh je. Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Das ist dein Eintrittspreis für die Kneipe. Auf der Hand. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Meine Damen und Herren, ein Arschloch. Und ich hoffe, ich kann den schon so knacken, den Typ. Nicht schlecht. Sehr schön. Tatsächlich. Okay, dann rauben wir den jetzt mal aus und holen uns 70 Goldstücke. Und nehmen ihm mal den elender Ast hier ab. So. Okay, gut. Dann können wir uns hier nochmal mit Fleisch hochheilen. Wie im richtigen Leben auch. Dann petze ich mal noch einen Apfel und einen Fisch rein. Und dann sieht die Welt auch wieder gut aus. Oh, wie der knusprig ist, der Fisch. Darüber reden wir. Ja, das sollten wir mal, Kerler. Hallo? Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Tja, jetzt kriege ich aber mal einen Riesling, oder? Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Ja, jetzt ist er auf einmal lammzahm hier, der Kerl. Hier. Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Ich wollte es gerade sagen. Und Fremde mögen hier noch weniger. So ein Spucknapf frei. Pling. Jo. Hm? Wie sieht's aus? Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. So, so. Genau das habe ich auch. Und wie läuft der Schiffsverkehr? Ist doch jetzt etwas dämlich. Aber, okay. Da kann ich wohl jetzt einfach in die Kneipe gehen, nehme ich mal an, ne? Da haben wir noch einen Nagur und hier haben wir einen Cardiff. Ja, das sollte man vielleicht ein bisschen hingehen, damit ich mit dem flüstern kann, weil das sind ein paar Sachen, die sollte ich vielleicht nicht so offiziell erzählen. Jo, Wie hi. sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Jo. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Aber hallo. Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ja, gut. Wie sieht's damit aus? Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Okay, das ist in Ordnung. Okay, 7 Goldstücke klingt gut. Eine gute Aber ich glaube, ich Entscheidung. konnte Also, wenn sogar du noch was auf wissen 6 willst, runterdrücken. frage mich. Ich glaube, ich konnte sogar wirklich noch auf 6 runterdrücken, aber egal. Ich brauche Informationen. Mir hängt so derzeit. Hier erstmal. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Wow. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Koragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das eine oder andere mit. Der Okay. Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Okay, das ging doch schon mal noch Anhaltspunkte. Dann hier noch wichtig. Bei wem kann ich hier was lernen? Hier im Hafenviertel gibt's ein paar fähige Leute. Karl, der Schmied, ist ein kräftiger Bursche. Er kann dir bestimmt zeigen, wie du stärker wirst. Das ist gut. Alrik versteht sich aufs Kämpfen. Und Laris ist ein geschickter Gauner. Aha. Er ist auch gelegentlich hier im Hafenviertel. Sehr Und schön. wenn du verrückt genug bist, den alten Ignaz aufzusuchen, der kennt sich mit Tränken aus. Wo finde ich all diese Leute? Junge, bis ich dir das erklärt habe, hat der König den Krieg gegen die Orks gewonnen. Schau dich einfach im Hafenviertel um, dann wirst du sie schon finden. Und Okay. wenn du keine Ahnung hast, dann kauf dir doch eine Karte bei Brahim. Den findest du leicht. Er hat seine Hütte direkt neben meiner Kneipe. Dafür hätte ich eigentlich das Doppelte nehmen sollen. Gut, dann hier noch. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus.
Okay, dann das hier nochmal. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Okay. Dann, Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Aha. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Okay. Dankeschön. Das war's eigentlich auch soweit. Wobei, ich kann jetzt auch noch mal gucken, was Gib er mir hat. was zu trinken. Ja, der hat nur übliche Schampel. In Ordnung. Gut, alles klar. Nagur soll ich noch im Job froher. Das ist der, glaube ich. Genau. Okay, das sollten wir dann wirklich speichern. Dann mache ich nochmal Feuer der Yankee 1 und dann Hallo Hey. Nagur. Jo. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. So. Du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst 1/3 vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Hier, ne? Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe. Okay, ich habe mir gedacht, ich probier's einfach mal. Natürlich teilen wir unseren Gewinn gerecht. Gut. So, wie sieht's aus? Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Nett. Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Ja, das passt. Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Also für 200 Gold hat er im Prinzip hier jemand umgebracht. Nett. Okay. Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Okay. Merci. Und hier. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Wie er sich noch drüber freut, der Drecksack. Okay, Wo dann hier finde ich noch. Baltram? Er hat seinen Stand am Marktplatz. Jo, alles klar. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss Ich das wüsste nicht. es ja leid. Da hat er nicht mal ordentliche Rüstung oder irgendwas. Södele. Oh, so allmählich dämmert's, ne? Es ist schon 18:54 Uhr. Das ist Laris, mit dem sollte ich noch nicht sprechen. Das ist nämlich wichtig für die Nacht des Raben-Quest. Dann haben wir noch einen Jack. Und hier ist der Kartezeichner, der lustige Hansel hier, der Brahim. Hallo. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Klingt logisch, ja? Aber erstmal Was so machst du hier? Arschsprecher. Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Ja, Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. ja, dann zeig doch mal. Zeig mir deine Karten. Gucken wir doch mal. Landkarte, Korinis und Stadtkarte, ja. Holen wir uns mal beide. Kann nicht schade sowas. Dann können wir auch noch schwerer Ast verkaufen. Kurzbogen können wir theoretisch auch verkaufen. Das hat alles seinen Preis, muss ich sagen. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Allerhaupt, merci. Dann gucken wir noch mal bei dem Fischhändler vorbei. Meine Meinung kennst du ja schon. Ja, deine Meinung kenne ich ja schon. Das ist der Puff. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis, der roten Laterne.
Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Okay. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Machen wir mal später. Derzeit haben wir noch keine Zeit dafür. Ich mag erst noch zum Fischhändler, solange es noch irgendwie Tag ist. Und dann mag ich noch zu einer andere Knetköp. Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Ja, verleih nix. Holen wir uns doch mal einer. Erzähl aber erst mal was. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Okay, das klingt aber jetzt nicht wirklich so glaubhaft. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Okay. Dann hier noch. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Okay, dann hier noch. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Allerhopp, dann gucken wir uns mal seine Ware an. Zeig mir deine Fische. Der hat nämlich dann später, der gehört nämlich auch zur Diebesgilde, der Knabe, der hat dann so ein paar Heringe, wo was ausgestopft ist und die haben dann wie so ein Lederbeutel, haben sie dann Gegenstände drin oder Gold. So, hier gibt es noch in der Gegend Leute, Karl der Schmied und so, Ignaz der Verrückte, der Alchemist, was der Wirt nicht aussprechen können. Und bei denen können wir auf jeden Fall auch kleine Quests machen, habe ich noch in Erinnerung. Bei denen können wir was lernen, ach. Bürgerin nur. Edda. Irgendwo ist ein Schmied. Ach, ich höre jo, dass hier jemand unterwegs ist. So, Was Edda? kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Okay. Dann kochen wir doch mal. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Ja, merci. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Ja, okay. Dann mache ich das, weil den Fisch habe ich vorhin schon gefuttert. Das ist jetzt nicht so doller. Irgendwo höre ich doch den Schmied hier. Der alte Karl. Wo ist er dann, der alte Karl? Da müsste das sein, oder? Ja, direkt Richtung Unnerstadt. Dann reden wir doch mal mit dem alten Karl hier. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Naja, er ist ja schon relativ nur an der Mittelstadt, ne? Hier. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Der gehört ja eigentlich hier noch zu der besseren Gegend, würde ich sagen. Dann hier mal. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, klar. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knöppel. Okay, dann. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Okay. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Ja, dafür ist er noch gut genug. Dann. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Oh, komm. Derzeit haben wir die Spendierhose A. Ich will bei dir trainieren. Gut. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. So, Hauptsache ich habe noch mal einen Lehrer mehr. Ich will stärker werden. Ja, schade, gratis kriege ich hier nichts, ne? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Schade, schade. Gratis kriege ich hier leider nichts. Na gut. Gratis ist nur das Lever. Und da haben wir nochmal den alten Hansel.
du sollst dich Animo speichern. Weil der hat nämlich was ganz Interessantes hier für uns parat. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer Ja. langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Hier. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Handel verkehrt. Aber dann hier. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Das ist praktisch. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches. Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Ja, dann dürfte der dreimal rote, wer es Okay, abkriegt. ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Ja, dann dürfte der dreimal rote, wie gesagt, wer den Zauber hier abkriegt. Vergessen, der Hämmern. So, dann machen wir jetzt nochmal die Yankee 1 und... Hallo! Na, Mistkerl! Du elender Zauberpfuscher! So. Okay, dich können wir doch relativ gut platt machen, oder? So, sehr schön. Dann nehmen wir dann noch dein Zeug ab. Dein Krusch, dein 5 Vergessensspruchroller. Perfekt. Dann holen wir noch hier dein Zeug raus. Wasser hast du hast Woi, du hast einen Silberkelch und einen Trank, den nehme ich ganz gern. Dann links, links, links. Ja, ein bisschen Schwefel und Fisch. darüber reden wir noch. Okay, dann klauen wir dann noch die Säge und der Hammer. Und was hast du denn hier noch Schönes? Nix mehr sonst. Allerhopp. Dann kriegst du jetzt erstmal den Zauber ab. Und, wie schaut's aus? Wegen des Experiments. Hast du schon einen Erfolg erzielen können? Oder hast du die Spruchrolle verschwendet? Wenn du weitere Spruchrollen brauchst, dann kannst du sie von mir kaufen. Okay. Zeig mir deine Ware. Naja, das sieht nämlich so gut aus. Ich habe ja alles geklaut hier. So. Haben wir das jetzt noch drin? Das Experiment, tatsächlich. Das ist der richtige Moment, um den Zauber einzusetzen. Dann wird er auch vergessen, dass er die Tat gemeldet hat. Aber im Hafenviertel wird ihm wohl kaum jemand verärgert sein, wenn ich ihn niederschlage. Okay. Na, probieren wir es einfach noch einmal. Komm schon. So. Jetzt ist der hinüber. Und wir probieren es einfach noch einmal aus. So. Dann können wir uns nur so Waldbeeren zwitschern. Und dann warten wir nochmal, bis der Kerl wieder aufsteht. So, ansonsten stellen wir hier nichts Interessantes. Darüber reden wir noch. Und? Na? Zeig mir das. Ach so, okay, Na gut, das bleibt wohl irgendwie aufrechterhalten. Schade. Okay. Feuernessel, Mana-Bonus 10. Das reicht ja wieder, dass unser Mana wieder da ist. Okay, ansonsten haben wir uns soweit jetzt umgeguckt. Wir müssten jetzt nur noch mit den Schiffsbauern sprechen. Was ich glauben soll.
Und dann wären wir im Hafen vorerst auch mal durch. Zu Lares mag ich, wie gesagt, noch nicht. Wenn man zu Lares geht, startet man eigentlich dann schon die Add-on-Quest. Das mag ich eigentlich noch nicht machen. So. Deswegen gehen wir erst nur zu den Schiffbauern und dann kümmern wir uns in der nächsten Episode um diesen Botengang für Baltram. So, oder kann ich euch erst immer nur tagsüber wieder sehen? Ja, schade. Das ist mal wieder typisch. Ja, das ist mal wieder typisch. Du hast erfasst. Glaubst du wirklich daran? Ich glaube an alles. Huch, jetzt bin ich durch den Gedöns hier durchgeschluppt. Und hier kriegen wir nichts mehr. Weg des Kampfes. Das haben wir anscheinend schon mal in Xardas Turm gelesen. Weil das gibt keine Erfahrungspunkte mehr. Gabt vor allem. So, hier beim Lagerhaus finden ja auch Kämpfer statt, haben wir gehört. Aber im Lagerhaus lungert auch nochmal so ein Widerling rum. Können wir mal mit dem ein bisschen quaken. Hallo, hey, Wache. du hast hier nichts zu suchen, klar? Als ob. Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Niemals! Ja, da war recht gut die Waffe. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass der uns nicht vollkommen die Schnut einschlacht. Na komm schon. Du olden Schimmler. Okay, ich darf ihn auch nicht zu sehr in die Wand reinprügeln. Sonst kann ich ihn später eventuell nämlich ausrauben. Hoppala. Ups, jetzt hat er uns... Jetzt hat er uns abgemurkst. So schnell kann es gehen, liebe Leute. Na gut, machen wir das noch einmal. Machen wir das einfach noch einmal. Eventuell könnte man dennoch mit so einem Vergessenszauber dann belegen. Schauen wir mal. Wenn er nicht stirbt dabei. Hey, du hast die... Wer bist du? Blä, 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 blä. Hey, da... Blä, 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 blä. Upsala, hui. Okay, der braucht anscheinend wirklich nur ein großer Angriff und dann liegen wir schon. Das ist nicht so gut. Das ist definitiv nicht so gut. Halte mal den Gaul an. Machen wir nochmal. Das kriegen wir besser hin. Hey, du hast hier nicht... Wer bist das... Der Chef? Hey! Blä, 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 blä. Chef der Kisten. Arschgeigen bin ich. Autsch. Auf die Schnauze kriege ich. Nicht so gut. Es lief doch beim ersten Mal ziemlich gut. Ich überlege gerade, also jetzt wirklich effektive Zauber oder so haben wir auch nicht gegen den Kerl parat. Feuerpfeil. Das macht 25 Magieschaden. Ja komm, probieren wir es doch mal mit so einem Scheiß. Hä? Wer? Das... Blä. Kistenchef. So, probieren wir es doch mal so. Feuerpfeil. Ey. Hey Kistenchef, hör auf. Und... Autsch. Das ist nicht so gut. Das ist am Anfang halt immer unglaublich schwierig, gegen Menschen zu kämpfen. Man hat diverse Monster am Anfang, die man locker flockig hinkriegt. Aber so Typen sind schon etwas schwieriger. So, das stinkt mir jetzt aber, dass ich hier die ganze Zeit den Scheiß wiederholen muss. Deswegen machen wir das so. So, Kistenchef, jetzt bist du dran. Und das Moment ist ernst. Du dummer Hund, dir dreht ich die Eier bunt. Autsch. Mist. Okay, noch einmal. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das muss ich jetzt wirklich die Episode noch hinkriegen. Und wenn... Hey, du bist ja immer noch... Jetzt. Okay, komm. Wir landen so oder so dann in einem Kampf. Das muss ich jetzt hinkriegen, weil der sagt, hey, bist du immer noch da? So, komm schon, du. Ultra-Knetkopf. Hey, du... Jetzt zeig... Herr Uff, lass mich in Frieden, sonst mach ich dich kaputt. Ich dreh dein Achter ins Hemd, du Ekelvisage. Autsch. Und wenn's ewig dauert, wenn's den ganzen Tag dauert, das kriegen wir hier. Hey, du bist ja immer... Jetzt zeig... Ja, bla 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 bla. Ui. So geht's aber nicht. Verdammt nochmal, also diese Menschenkämpfe sind am Anfang echt verdammt hartnäckig. Hey, du bist ja immer noch... Jetzt. Oh, Mann, 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 Mann. So. Okay, der darf Kombinationen schlagen, der Typ.
Sonst wird's gefährlich für uns. So. Aber ich freue mich echt, wie wenig Schade ich offensichtlich hier bei dem Typ mache, dass der so viel Eis stecken kann. Das ist ja echt heftig. Vor allem durch diese blöde Bildschirmgedönserei. Hey, du bist jetzt. Sehe ich leider nicht, wie viele Lebenspunkte der Typ noch hat. Das heißt, ich fisch hier total im Trüber. Und der muss eine Endcrit landen. Und die macht er offensichtlich recht häufig, wie man so sieht. Und dann liege ich auf dem Boden und bin tot. Das ist echt scheiße. Komm. Aber ich krieg den hier. Hey, du bist ja immer noch. Jetzt. Weil man hat ja wie im richtigen Leben 30 Versuche, bis man so einen Typ fertig macht und der zählt dann und nicht die 29 andere Mal, wenn man gekillt worden ist am laufenden Band. Das ist ganz wie im richtigen Leben. Ihr könnt ja auch im normalen Leben könnt ihr ja auch immer den Spielstand wieder laden. Absolut kein Thema. Upsala. Meine Fresse, ist das heftig. Okay. Komm. Hey, du bist ja. Jetzt. Komm. Irgendwann muss ich ja mal drauf haben. Irgendwann muss ich doch einmal drauf haben, dass der Typ mal nicht trifft. So. Ab. Komm schon. Ab. Okay, das war Doppelkombo. Das war zweimal getroffen. Ja, klasse, super. Alter, ist das ein Knetoskopus hier, der Typ. Das ist ultra ätzend. Hey, aber jetzt zeige ich. Ich will den Typ aber echt noch fertig machen. Diese dämliche Handlangerwache. Komm schon. Komm. Hopp. Zack, zack, zack. Abwehr und drauf. Abwehr, drauf. Komm schon. Komm, denn schaffst du. Namenloser Supertyp, komm. Oh, hopp. Der macht nichts, der kriegt den Crit. Oh, scheiße. Das ist echt ein abartig harter Kampf hier. Ammo probier ich jetzt nochmal. Wenn nicht, hau ich ab. Hey, du bist jetzt. Also da muss ich echt sagen, die Nacht des Raben hat hier teilweise die... Na klasse. Teilweise die Kämpfe dermaßen erschwert, dass gar nichts mehr möglich ist. Das ist echt heftig, gerade am Anfang bei der Nacht des Raben. Hey, jetzt. Das ist so ein riesen Kritikpunkt im Vergleich zum normalen... Oh, toll! Im Vergleich zum normalen Gothic 2. Die Nacht des Raben macht die Menschenkämpfe am Anfang unglaublich schwer bis kaum machbar. Du bist ja immer noch. Jetzt. Ja, komm. Probier's nochmal. Mistkerl. Das ist halt das ultra miese, dass der Typ am Anfang schon sofort so einen Crit hauen kann, der mich absolut instant umbringt. Das ist absolute Scheiße. Okay, wisst was? Probieren wir es mal folgendermaßen jetzt. Es stinkt mal. Es stinkt mal echt. Hey, du bist... Jetzt zeige ich... Das macht doch so überhaupt keinen Spaß. Aber wir machen die ganze Zeit nur verdroschen. Huch! Was ist da? Alter! Also das macht doch so überhaupt keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit nur die Fresse poliert kriegt. Das ist echt nicht schön. Hey, jetzt. Okay, dann mache mal. Lass mich aber wegrennen. Du Affekopf. So, dann machen wir nämlich jetzt mal was anderes. Ich renne jetzt mal durch hin. Das sollte der nicht hinterherkommen. So schnell du kannst. Mach ich. Da hinten geht es übrigens der Diebesguild oder so nebenbei. Oh nee, da kommt er wieder gegammelt. Der Herr Wachmann. Da haben wir nämlich mal vergessen auf den Hansel. Dürfte das eigentlich auch so weit gut sein? Renn so schnell du kannst. Komm, wo bist du, hässliche Wache? Oh, natürlich hat sie nicht getroffen. Hallo? Na klasse, das hat nichts gebracht, außer zweimal Zauberverschwendung. Okay, dann stinkt's mir jetzt endgültig. Ich probiere jetzt nochmal einmal. Jetzt. Ich probiere es noch einziges Mal. Leck mich. Okay. Gut, dann kann ich mich mal sonst wo. Und ich renn fort.
Alter Falter. Jetzt. So, tschüss, Tschüssikowski. Mach du, was du willst. Ich kümmere mich um dich, wenn ich stärker bin. So. Ich renne jetzt nämlich persönlich erstmal zum Marktplatz. Renn so schnell du kannst. Und kümmere mich um die Sache bei Arkils Hof. Damit wir für die Diebesgilde schon mal eine wichtige Aufgabe gemacht haben. Aber ich die Sache, die machen wir morgen. Es tut mir leid, dass ich das so ewig geladen habe, aber ich glaube, das ist auch so ein schönes Exempel, wie ewig lang man am Anfang braucht, um einfach so einen Gammeltyp umzuhauen, der man später in 0, nix fertig macht. Gut, dann mache ich jetzt aber hier erstmal meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.